Sonne am Nordpol scheint, dann freut sich der kleine Eisbär Lars. Die Mutter und der Vater Eisbär sind stolz auf ihren Bub. Schneeballen kann er schon machen, umrühren. Hobeln! Also Bub, meint die Mutter. Hey Lars, pass auf, geh nicht so weit fort. Hey, Lars, komm zurück. Aber der Lars hört sie schon nicht mehr. Er schliefert über das Eis und freut sich wie ein Schneekönig. Bald fängt es wieder an schneien. Fein, Schneeflocken schnappen, das ist lustig. Aber plötzlich, hoppla, liegt er in einem Loch. Was ist denn das? Was? Salut du? Ich bin die Lena Schneehas. Und wer bist du? Ich bin der Lars Eisbär. Also so lustige Jahre habe ich noch nie gesehen. Oh, deine Bärennase gefällt mir auch ganz gut, ruft Lena und rennt davon. Bleib doch da! Was will sie echt? Klar. Autsch! Spielen will sie. Und sie merken nie, dass es immer stärker schneit. Papi, Mami, wo seid ihr? Wo seid ihr? Aber die Lena sagt, jetzt bist du doch keine Angsthase. Schau lieber mir zu und mach mir's nachher. Ein Lochbuddel in Schnee, das ist gut. Das Beste, was man machen kann. Oh, die Lena ist schon eingegraben. Der Lars sieht es aber auch. Mutter und Vater Eisbär machen sich grosse Sorgen. Lars, wo bist du? Komm hey! Lars, da sind wir. Lars! Vater und Mutter rufen und rufen und beide suchen in einer anderen Richtung. Endlich ist der Schneesturm vorbei. Aber wie soll man da einen kleinen Eisbär finden? Und wie soll ein kleiner Eisbär den Heimweg durch die neue Schneelandschaft wissen? Hey Lars, wo laufst du her? Hey, denk. Und wie weisst du, wo du daheim bitte schön? Wenn ich mich verlaufe, muss ich nur den Nordstern suchen, hat meine Mutter gesagt. Weil der steht nämlich genau über unserer Höhle. Aber ich sehe ihn nicht. Ich denke, klar, so kannst du doch nicht einmal über die nächste Schneewächte aussehen. Bück dich ein bisschen runter. Wie sieht die Stern überhaupt aus? Er leuchtet heller als alle anderen, hat meine Mutter gesagt. Dann muss es der sein. Ja, das ist bestimmt der Nordstern. Unser Stern. So schnell wie sie können, rennen sie auf den Nordstern zu und auf die Eisbärenhöhle. Und jetzt hören sie es plötzlich rufen. Lars! Oh, los mal! Das sind sicher deine Eltern. Und wie froh sind die Eltern vom Lars, dass ihr Bub den Weg heim wieder gefunden hat. Ganz allein, wie ein grosser Eisbär.